Alle reden, keiner sagt Okay. jetzt. Jetzt Sag reden wir. denen mal, jetzt redet wir. Unser erster Podcast. Das ist 2 Jahre her, Bro. Jetzt. Fast 2 Jahre. Fast 2 Jahre. Was war der erste? Der erste war über dich einfach so, gell? Ja, Bro. Ja, und jetzt ist das der 5., 6., so etwa. Dann ist der zweite gekommen. Über das Daten. Ja, die ist recht abgegangen. Ich weiß nicht, ob ich das Kommt's eingestellt habe. Ja, Bro. Die Schau bekommen... die Leute noch da. Bro, Kommentare, Views, Ja. jenstes, ja. Wenn ich auf die Seite gehe, kommt das wie als erstes. Ich weiß nicht, ob das die beliebteste ist oder ob ich das eingeschaltet habe, aber die hat schon easy Views im Fall. Ich weiß nicht, wieso komischerweise, Bro, ab und zu läuft YouTube mehr, dann läuft wieder Spotify mehr. Und ich kann dir nicht sagen, anhand von was das ausgeht. Weißt du, schau jetzt zum Beispiel, der von der Elena, wo ich jetzt gepostet habe, oder? Das ist auch geil. Der letzte. Schau, der hat 1900 hat er auf Dings, auf YouTube. Auf Spotify hat er 3333. Ich muss auf Fall gestehen, Bro. Ich schaue nie auf Spotify. Eben, es ist so, Ich Bro, wollte das Ding ist, ich wollte ihn immer schauen. das Ding ist, Du Bro, kannst auf Spotify schauen. du weißt eben nicht, ja, ich habe eingestellt, dass du da schauen kannst. Aber was ist das Männer und Dating gewesen? Welche Folge ist das gewesen? Boah, Bruder. Das ist vor dem EHZ und vor dem Loco gewesen. Ja. Ja. Schau, 1950 hat er auf Dings, auf Spotify. Und 1775 hat er auf YouTube. 3K. Was 3K, Alter? Ja, ein bisschen mehr als 3000. 3800, fast 3700. Ah, Eisen, ja. Mehr als 3700. Aber eben, und es ist ja ein Jahr. Ein Jahr her. Wir haben die Folge gedroppt Das ist legendär. am 31. März 24. Ja, letztes Jahr. Sogar länger, 1,5 Jahre. Ja, Dann war schon noch die gewesen mit Noemi. die war voll geil, Mann. Ja. Ich hatte gerade wo ich den Raum dann neu gestrichen habe, gemacht habe, habe ich irgendwie Lust gehabt auf den zum Hören. Ich habe den gehört. Der ist verdammt geil, Mann. Ich habe den voll gerne, den Podcast. Ich aber nicht, weil ich bin verkatert gekommen bei dem. Ja, scheißegal. Schön bist du da. Hey, schön, dass ich da sein darf. Ich meine, Ching Ching. Ching Ching. Xuar, wie wir unten sagen, den Kassilf. Wir haben uns, glaube ich, das erste Mal gar nicht vorbereitet. Auch nicht gesagt, so, ey, wir reden über dies, wir reden über das, über nichts. Darum frage ich einfach mal, wie geht's dir, Bro? Mir geht's gut. Ich habe ja einen neuen Job. Mhm. Ich arbeite jetzt im Kinderheim, also nicht mehr Kita. Mhm. Ist sehr intensiv, emotional. Komplett etwas Neues. Mhm. Ich arbeite ja mit der Traumapädagogik jetzt. Okay. Es ist schon ein Schippe oben drauf. Jetzt. Ja, das ist kein Vergleich. Ich arbeite ja auf Schicht. Also das heisst, also nein, ich habe es sehr gerne, weil ich habe sehr viel unter der Woche einfach frei. Ja. Oder wenn ich spät bin, habe ich von 1:30 bis um 9 Uhr. 1:30 fängst du an, Ja. 9 Uhr bist du fertig. Und Okay. jetzt hatte ich die erste Nacht gehabt, Nachtschicht. Ich war so im Arsch, Bro. Ist Ja. schon geil. Erste Mal dort kannst du nicht pennen, weißt du? Irgendwie komisch, pennst im Büro. Aber darfst du nicht pennen, oder? Doch, darfst du pennen. Ja, ist ja voll Aber du gemütlich. kannst nicht. Irgendwie, weißt du, so, keine Ahnung. Ich schlafe nicht gerne auswärts, Bro. Schon, ja. Ja, so, es geht nicht. Und dann, die ganze Zeit bin ich wach gewesen. Das erste Kind ist dann gekommen, so um 1, nachher ist es noch 2-mal so verwacht. Dann ist das Kind um 5:30 schon wach gewesen. Ich so, fuck, jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Gott sei Dank konnte ich am 7 Uhr heim, also 4 Uhr gehabt. Normalerweise, wenn du Nacht hast, schaffst du noch bis um 2, etwa plus minus. Also, warte jetzt, du hast Nachtschicht, die beginnt nämlich mal am 9 Uhr. Also wenn die nein, anderen um 9 Uhr gehen. also in der Regel hast du... Bro, du bist schon auf der anderen Seite, sorry, weil du redest so nicht, dass nachher mit dich nicht kriegst. Wieso habe ich immer, wenn ich... Bro, ich weiss nicht, es ist nicht, dass du das erste Mal da bist. Weißt du, irgendwann habe ich kein Verständnis mehr, checkst Ich kann Welpenschutz nicht. Aber Welpenschutz ist schon lange gegangen. Schon, Schon, ich muss aufhören mit dem Schon. Ich habe auch im Geschäft angefangen. Geht's, Mann. Mein Handgelenk ist eben Arsch. Gib mir, komm, ich mach's dir. Da. Ich habe mein Handgelenk nicht mehr bei. Was hast du mit dem Handgelenk? Bro, ich bin heute röntgen, ich weiß es noch nicht.
Also was tut weh, was kannst du nicht machen? Bro, ich bin immer auf die Schnur gefallen, steige drauf und jetzt kann ich es nicht mehr als so beugen. Ja, es ist auch noch ein bisschen geschwul, aber das war vor 6 Wochen, Bro. Gib mal den. Siehst du, Bro? Ja, ja, es ist noch... Tut's weh? Ja, Vielleicht ja. auch. Ja. Mal schauen, was der sagt. Aber das kannst du. Zweimal drücken Ja, kannst. nur so. Ich kann nicht mal ein Führzeug so drücken, weil es zwickt mir gerade dahinter. Warte, es ist 6 Wochen her und du Ja. bist jetzt zum Arzt gegangen. Nein, ich bin schon mal gegangen. Nachher hat er mir so ein... Er hat mir zuerst einen Gips gegeben. Ich sag, ich kann keinen Gips tragen, Bro. Aber wie gibt es, wenn er keine Diagnose hat, dass es gebrochen ist? Ja, Also, er hat mir gesagt, ich muss ein MRI machen. Weil er vermutet, dass Bänder im Arsch sind. Aber ich habe das MRI nie gemacht. Okay. Jetzt bin ich, ja. Anyways. Eben, was ich mir gesehen. Ja, du hast Spatschicht. Nein, Nachtschicht. Wenn Ja, ja, eben. Wenn du Nacht hast, hast du aber noch zuerst den Spätdienst. Du fängst um 2 an, also um 12:30, dann hast du Übergabe. Nachher schaffst du bis um 10:30 am Abend. Und nachher fängt die Nacht an. Dann bist du eigentlich auf Picke, sozusagen. Wenn Kind wach sind, musst du gehen. Okay. Das ist Schichtscharfen, Bro. Ist das rechtlich, aber... Ja, es ist Schichtarbeit. Ja, es ist Du Schichtarbeit. hast schon 1,5 Stunden Pause. Ja, aber du kannst doch nicht am 2 etwa anfangen, Bis um 10:30, doch. bis um 10:30 und dann musst du noch erreichbar sein. Ich meine, das ist ja auch... Okay, sagen Das wir ist ja jetzt. Schichtscharfen, Bro. Okay, jetzt sagen Das wir. ist ein anderes Gesetz. Ich habe auch Schicht gearbeitet. Das ist aber anders. Wir haben zum Beispiel in der Psychiatrie Nachtdienst gehabt, aber du musst wach sein. Weißt du, wenn Nein, jemand das etwas mit mir hat, nicht, das eben, mit mir genau. Und Also wir pennen und wenn du dann einfach wach bist, dann tust du einfach die Minuten dann aufschreiben, wo du wach bist. Aber du bist in der Regel nicht lang wach, Bro. ja, Also, aber trotzdem. Also weißt du bekommst dann einfach die Minuten, die du dann geschafft hast, gut geschrieben. Ja, aber, mit Nachtzuschlag. okay, aber du bist ja den ganzen Tag absorbiert dort. Also Ja. du musst ja dort sein. Das heißt, du fängst um 2 an. Ja, und bis halb bist 11. bis halb 11. Hast du Aber, noch die 1,5 Stunden Pause? ja, ja, aber dann musst du die ganze Nacht dort sein. Ja. Bro, das ist keine Schicht, das ist Sklaverei. Egal, wie auch immer, Bro. Ja, es ist ein sehr guter Job, den ich jetzt habe. Also gefällt es dir? Ja, Bro. Das ist die Hauptsache. So, aber eben, ich habe viel zu viel Freizeit. Viel zu viel Ja, Freizeit. ich habe nicht mehr das Bedürfnis, dass ich um 6, 4 Uhr kann und dann muss ich etwas erleben, Bro. Ja, ja, ich bin fix. gerne jetzt auch daheim für mich Haushalt am machen und so Zeug. Ich habe das Gefühl, ich bin angekommen im Leben, Bro. Ich merke, ja, ja, was ist passiert, man? Bro, ich habe sogar jetzt so Pflanzen im Zimmer. Du hast Pflanzen im Ja, Zimmer, ja. das ist ein Bro, Statement. genau. Bruder, jetzt, ich habe wirklich, ich bin so richtig ein Hausmann geworden, Bro. Okay, wie kommt's? Ist etwas passiert, dass es zu dem gekommen ist? Nein, Bro, einfach keine Ahnung. Ich habe jetzt sehr viel, also weißt ich übernehme jetzt ja die Wohnung von meiner Mom. Mhm. Ein Ja. Gruß an deine Mom. Ich schwör. Mitch. Ja, es ist viel eben nicht daheim. Viel mit Freunden. Ich so, ja, okay, weißt du, dann fange ich an umstellen, so wie es mir passt. Mhm. Dann hat sie gesagt, eben, sie zieht wahrscheinlich so auf Januar aus, dann muss ich keine Wohnung suchen. Okay, Ja, da findest du nicht dort so einfach eine Wohnung, Bro. okay, Und okay. ich habe jetzt eine 3-Zimmer-Wohnung. Ja, Und da die Leila jetzt im Schulalter ist, bin ich verpflichtet, ihr ein Zimmer zur Verfügung zu stellen. Also brauche ich mindestens eine 3-Zimmer-Wohnung. okay. Von dem her, so, Bolishofen ist schön, Bro. 10 Brutal. Minuten ist am See. Brutal, Bro, über das Also, musst ich du kann Go, Migros, Dinner, alles im Umfeld von Eben, 100 ja. Meter. das musst du nicht Alles, ich debattieren. kann eine Tankstelle, ich kann eine BP, 15 Minuten zu Fuß. Perfekt. Wie alt bist du jetzt? 29, Bro. 29. Also kurz vor 30 bist du im Leben angekommen. Ja, Bruder, jetzt so, weißt du, ohne Struggles, also Struggles hast du immer, weißt du. Ja, ja, das ist Man normal. kennt's, Bro. Eben, ja. Bro, Scheidung ist noch nicht so extrem lang her. Eben, gell? Tod von meinem Vater, Eben, ja. der Aufenthalt im Spital von der Leila, so. Ich Eben, glaube, ja. das hat mich schon alles ausbremst. Bro, brutal. Darum sage ich jetzt so, es ist Ja. schön, so etwas zu hören, weil ich meine, die letzten Jahre sind es nicht easy gewesen, weißt du, wie Nein. ich meine? Das formt ja auch den Charakter. Klar, wünscht man sich das nicht, aber wenn man es positiv will anschauen, es stärkt den Charakter, es macht dich resistenter gegen Stress, Ja, ja. gegen Schicksalsschläge, so, Voll. so man kennt es, oder? Aber ich habe schon Krise fürs 30 werden. Schon? Ist das so etwas? Ich habe das nie gehabt, man. Ich weiß So, nicht, oh so. Gott, ich will 30 und Bro, ich bin ja im ganzen Umfeld eigentlich der Jüngste. ja, So, ich meine, du bist älter als ich, der Loco, sind ja alle älter als ja, ich. ja. Ey, ich habe einfach immer das Gefühl, so, ich bin einfach immer so der Kleine. Okay. Obwohl du der Größte Der bist, Größte aber wahrscheinlich. der Ja. Jüngste, ja.
Also, weißt du, ich merke das manchmal schon, so, alle sind älter und irgendwo wollte ich schon älter werden. Ja. So, aber ich glaube jetzt, so das 30 ist einfach so, weißt du, der grösste Step. Weißt du, 20 ist hure geil gewesen, so. Und ich glaube, alles, was danach ist chillig. Auch nach das 40 werden, ist easy. Bro, ich weiß es nicht, so Aber alt das bin ich nicht. 30, oh, Bro. Nein, ich finde nicht. Ich mache es auch nicht an meinem Alter aus. Es kommt immer darauf an, in welcher Lebenssituation du bist. Ich will jetzt nicht anhand von meinem Alter ausmachen, ey, 30 ist heavy, 40 ist heavy. Nein, nicht das per se, aber ich habe einfach bis Bro, das 30 ist schon ein grosser. Ja, deine 20 sind einfach vorbei. ist So, over, ja. Bro. Primetime ist vorbei. Ja. Also So. jetzt musst du einfach, weißt du, oben Ja, runterkommen. ja. Also fitter wirst du nicht mehr. Dein Körper ist wie ja, Maximum so Merkst, Bruder. 25, sage ich mal. Testo kommt dort rein. Dein Körper ist hat noch Wachstumshormone drin. Und dann ab 25 geht es langsam bergab. Und du merkst es schon, ich sage dir nur, wenn du dich verletzt. Bro, früher wie das Cell bin ich am Regenerieren gewesen. Ich habe gedacht, mein neuer Arm wächst. Jetzt, ich habe auch etwas am Daumen. Seit 4-5 Wochen, wenn ich da reindrücke, ich habe voll Schmerz, ich habe keine Ahnung, was es ist. Und früher wäre das geil wie nichts. Jetzt brichst du etwas, bist ein Jahr, bist out. Oh, Bro. Ich sag, das ist das Alter. Ja, es ist nicht nur das Alter. Aber Das ist da, wie man es ist lebt. okay, weißt du, so, Gott sei Dank, ich habe ein Kind, so, Gott sei Dank, das ist so das Wichtigste. Und von dem her, weißt du, wenn ich jetzt kein Kind mehr habe, so, ey, ich kann das Kind, also bekommen. Ich kann nicht scheiße, Bro. Das Okay. ist wunderschön, also, das, weißt du, so die Aussicht, dass ich Großvater werde, die Ja. ist vorhanden. Bro. Ja, du hast schon Nein, abgesichert, meinst du? So, es ist schon schön, weißt du, so, was das Alter betrifft, wenn du weißt, hey, vielleicht keine Ahnung, in 20 Jahren bist du Großvater. Also, in Ja. 20 Jahren bin ich knapp 50. Ja, 50. Ja. Willst du noch ein Kind? Oder ist so Bro, los. weder noch? Ich glaube, ich habe das mit dir schon ein paar Mal gehabt, das Thema. Ja, Ich voll. habe immer gesagt, nein, kein Kind. Ja. Kein Kind mehr so. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich muss sagen, so, doch, es wäre schon schön. Schon, So ein kleiner Sohn. Ja. ein Sohn. Also ich wünsche mir einen Sohn, weil ich habe ja schon eine Tochter. Ja, Aber sowieso. im Endeffekt ist doch scheißegal, was du bekommst. Aber weißt du, für die Wives, weißt du, Ja. Partner-Look, so beide, Bro. weißt du, das ist so wie so ein Traum. 100%, verstehe. Aber ja, eigentlich würde ich jetzt schon sagen, ich bin schon ready, Bro. Bist du ready? Ja, ich bin schon ready. Hast du eine Freundin? Nein, Bro. Okay. Ich bin ready, hast du Freundin? Nein. Okay. Nein, Bro, das ist nochmal das Thema für sich, aber Okay, lassen wir das Thema. so. Wenn ich irgendwie kennenlerne, schicke ich einfach den Link von der Folge, wo wir aufgenommen über das Dating. Man will schon einfach. Wenn du die Kriterien erfüllst, bist du einen Schritt weiter. Bro, Ja, Mann. ich nehme die Box wieder führen. Gehen wir rein. Gehen wir rein. Schon, hä? Schon rein, ah. Hey, weißt du, wie viele Leute haben mich angesprochen auf den Satz, den du gesagt hast, wegen meinen Schuhen? Was denn? Weißt du noch, wie der letzte Folge von uns? Was habe ich gesagt? Das beste Geschenk, wo du ihm kannst geben, sind seine Schuhe. Ja, Bro, weißt du, wie viele haben mich darauf angesprochen? mega. Hast du so viele Schuhe? Ich so, oh mein Gott. Ich Hast du noch nie gesehen, oder? Bro, ich habe es nie so, also doch, zum Teil schon, aber ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt kennengelernt habe, habe ich mal so wegen dem Schuhthema gehabt. Und dann habe ich es geschickt. Ja. Der Mensch ist durchgedreht. Der Mensch. Sie so, du bist doch gestört. Dann mache ich so, meinst du ernst? Dann habe ich hier meine Wand geschickt von den Caps. Ja, Hast du meine Caps ja, gesehen? sicher, Bro. Bro, ich habe ja genauso viele Caps wie Schuhe. Aber die sind geil, zeig mal. Mit Cam. Das sind die Travis. Yes. Wie viel kostet die? Bruder, Das ist viel. im Resale, je nachdem, zwischen 4 und 6. 4 und 6 Lappen. Zwischen 4 und 6. Und normal, wie normaler Preis. Also, wenn sie damals im Retail bekommen hast du für 2 Lappen, glaube ich, bekommen. Oder Okay. 160 so. Das ist auch hart, der New Balance. Ja. Danke. Das Geschenk bekommen. Gell, 3 Stufen hoch, haben wir gesagt. 3 ist auf Deep Shit. Oh shit. Jetzt kommt wieder am Leroy's Englisch, Bruder. Ich rede auf Deutsch. Ey, Bro, ich habe die Leroy. Frage schon 17 Mal beantwortet. Ich frage das nicht mehr, Mann. Ich bin langsam satt. Das ist nicht mehr. Dass das jetzt Frage 3 ist doch krass, nicht? Wenn wir in einer Band wären, was für einen Namen hätte es? Was ist das für eine Frage, Bro? Bro, das ist eine lustige Frage. Aber 3 ist das Deep Shit. Wie würdest du es nennen? Jetzt komm, ich frage dich. Ich hätte es jetzt fast zerrissen, aber du hast mich aufgehalten.
Ich schwöre, ich habe sie zerreißen. Ey, boah. Ja? Ich kann es einfach nicht sagen, ich Ja, kann. eben, siehst du. Das, also weißt du, weil wenn du jetzt irgendwie ein Instrument spielst, ich glaube, dann wirst du dich viel mehr mit so einem Namen. Ich habe angefangen. Nein, Ich schwöre, was auf alles, spielst ich habe angefangen. Ey, ich schwöre, der Typ regt mich so auf, Mann. Ich habe jetzt das angefangen zu spielen, Bro. Ah, geil, unser Podcast läuft noch im Hintergrund. du? Geil. Das ist, Nächstes Mal gehst du ins Studio und nimmst mit dem etwas auf. Ja, ich habe gespielt, Bro. Sass heisst es. Wie lange spielst Bro, ich habe erst 2 Lessons gehabt. du? Aber es ist geil. Es ist geil. Ich stehe jeden Morgen auf, nehme mein Instrument, spiele es. Ich habe es vor einem Jahr schon gekauft, voll motiviert. Dann habe ich es einfach hängen lassen. Es sind 8 Lappen oder so, habe ich gezahlt. Ich will voll huere gerne E-Gitarre spielen, Bro. Ja, auf, Bro. Huere gerne. Du hast ja vorher gesagt, ich habe so viel Zeit, ich weiß nicht, was ich mit meiner Zeit machen wollen. Ja, Bruder, ich muss Haushalt machen jetzt, Bro. Ja, easy, Bro. Haushalt, einen Tag hast du es geschafft. Nein, Bro, aber E-Gitarre wäre krass. E-Gitarre ist krass, Bro. E-Gitarre. Es Ich wäre habe noch heute viel gerade krass. ein Video gesehen, wie einfach einer blind Dings spielt von Michael Jackson. Beat It. Ja. Wie das denn? Boah, das ist Bro, schon... E-Gitarre ist schon Maximum. Was denkst du, was heißt das, Bruder? Was ist das für ein Wort? Gleich, Similarity, was ist gleich, was wir beide gleichen, oder? Aha. Was denkst du, was ist für uns beide also das gleich wie Wichtigste, wo wir haben? Ich glaube, unser Umfeld. Ja. Ich glaube, so Familie slash Freunde ist fast das Gleiche. Ist, glaube mega wichtig oder hat einen mega grossen Stellenwert bei uns beiden. Ich habe gerade gemerkt, wir haben das hure lange nicht mehr gesehen. haben uns Außer extrem letzte lange Woche schnell im Studio. Letzte Woche schnell im Studio, aber dort, ja, Aber sonst haben wir es hure lange nicht mehr gesehen. anderes Thema. Einmal ich dir angerufen, FaceTime, ich in meinem Letzten. Ja, ja. So, oh Bruder, wo bist du? Du zeigst ja nur den Strand. Ich so, wo bist du? Ich bin in Afrika. Ich schwöre, man. Tansania bin ich gewesen. Zanzibar, next level, Bro. Bist du noch nie gewesen, oder? Nein, ich bin nie in Afrika gewesen. Du bist noch nie in Afrika Ich bin noch gewesen? nie außerhalb von Europa gewesen. Wo bist du überall gewesen? Ja, Bruder, so Deutschland, Spanien, Italien, Malta. So. Du bist noch nie in Afrika gewesen? Nein, Bro. Wegen, man? Nicht gereizt, nicht gejuckt? Bruder, wir haben damals als Kind nie für Ferien gemacht. Okay. Ich auch nicht, Bro. Also das Geld hat nicht gelangt. Mein Vater ist adoptiert worden. Der ist das letzte Mal in Ghana gewesen, glaub, mit Ah. 19, 20. Wann ist er adoptiert worden? Wie in diesem Alter? Mit zwischen, ja, mit 3, 4 so. Ah, okay. Ich Also heiße er mit ist- 19, Mann. Nein, er ist im 67 geboren und ist, glaube ich, im 71 in die Schweiz gekommen. Ah, 72. okay. Ja, Mann. Okay. Und jetzt so hast du nicht Fernweh, oder wie nennt man das? Ja, Bro, Fernweh kannst du ja nur haben, wenn du den Bezug dazu hast. Nein, nicht unbedingt. Vielleicht auch, du siehst Videos und dann denkst du, shit, ich will das auch Doch, sehen. das, safe. 100%. Also, ich habe ja, sorry. auch einen Kollegen, der sagt mir, er ist auch halb Ghanaer und halb Schweizer. Und der geht hure viel dort hin. Unser Vater wohnt noch dort, und so, also weiter dort. Er sagt mir immer so, komm mit drauf Ghana. Nachher zeigt mir immer so Videos. So, er so, schau, dort hat sogar so viele weiße Frauen. Ja, da fahre ich so, Bruder, nein. Und ich sage immer so, ja, ich komm schon mal mit. Ich so, nein, So was wollte ich dort? weiße Ja, weil Frauen. er weiß ganz, Bro, er weiß ganz genau. Du stehst null auf Schwarze, gell? Nein. Zero. Nicht mal Mischling. Zero. Nicht Ja, mal es gibt schon hübsche Ja, Mischlinge, die, so. wie heisst die? Make me sweat. Ja, die ist cute so. Ja. Aber es gibt eine, die macht auch so Podcast. Die heißt Ellie. Von Amerika. Okay, Die ist schon pretty, ja. okay. Aber das ist eigentlich gar nicht. Sonst gar nicht, hä? Nein. Ja. Immer noch der Type, den du hast. Ja. Ja. Würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht, also ich glaube, man hat nicht 100% so einen Teil. Nein, das kann man gar So. nicht sagen. Aber ich weiß, dass es gibt einfach so Nationalitäten, wo mir einfach nicht so zusprechen. Okay. Ja. Okay. Also, was sind deine 3 Top-Länder, die du gerne sehen würdest? Gesehen? Ja. Bucketlist. In Tokio? Mhm. Tokio ist, ich stelle mir das einfach krass vor. Also allgemein Japan ist So, krass. ja, das
du hast mir das einmal gesagt. Du bist ja auch schon gewesen, gell? Zweimal. Ja. Ja. Also Tokio wollte ich schon vorher gerne sehen. Was wollte ich noch sehen? So von der Geschichte her, oder weißt du, weil ich so Hip-Hop-Fan bin, schon LA. Aber ich Okay. will niemals in die Stadt gehen. Willst du nicht? Nein. Also willst du spricht LA mich gar gerne nicht. sehen, Ich aber würde du- LA gerne sehen, weißt du, der Vibe halt, so dort, wo der Tupac mal gedreht hat oder so, weißt du. Aha. Der Arzt hat mir erzählt, wir sind mal, wo sind wir angefahren? Lumezia sind wir gegangen mit den Jungs. Wo ist das? Irgendwo, Graubünden oder so. Okay. Lumezia ist wirklich irgendwo am Arsch von der Welt. Okay. Und er hat dann erzählt, wie er dort in Compton und so war. Er war dort, wo der Tupac aufgenommen hat, weißt, Songs bei seinem Haus. Es ist schon krass auch eigentlich. Ja, glaube ich. So. Das würde ich schon auch gerne sehen, aber Bro, die Staaten, Bruder, das spricht gar nicht. Also spricht mich null an, Amerika an sich. Aber was ich gerne würde sehen, wäre so Kanada, Bro. So die Natur. Okay, also du musst dich jetzt festlegen, 3, du bist Also du festlegen, bist also auch warte. Ghana wollte ich eigentlich sehen. Ghana, So von Japan, dort, wo ich herkomme. Japan und dann so Norwegen. Von der Natur. Dort würde ich Norwegen. auch eher noch angehen. Okay, aber wegen Stichwort Polarlichter. Nicht nur wegen dem, Bro. Norwegen hat krasse Natur. Aha, Ich ja. habe letztes Mal gesehen, ich so, wow, Ja. crazy. Eben, das ist Fernweh, glaube Aber ja, Polarlichter wollte ich auch mal sehen. ich. Ja. Da hat ein Kollege von uns einmal gesagt, oder ihn auch kennst, und jetzt nicht exposen. Er so, überbewertet, also, Müll. Und mir ist es beschämt bei ihm. Ist er gegangen? Hat er es gesehen? Er hat es gesehen, ja. Wer ist es, man? Ich sag das nachher. Okay, expose man, scheiße. Nein, Bro, nein. Okay, Bro, ich sag dir, Amerika ist krass. Ich bin gegangen, San Francisco. Ja, Ist einfach crazy, wenn du so die Brücke siehst, immer von den Filmen, weißt du, die Golden Gate Bridge. Dann sind wir mit dem Velo drüber gefahren und so. Ist schon heavy, aber Bro, ist schon eine abgefuckte Stadt, man. Jemand ist so, Bro, so ein Penner ist dort gewesen und die Penner sind dort next level. Läuft so ein Penner, Bro, seine Hose am runterfallen. Erst siehst du seinen Arsch. Dann läuft er weiter, geht alles runter, siehst du so seine Eier, wie sie so von hinten gewackelt. Bro, und es ist so, du musst dir vorstellen, so Attitude ist wie so Bahnhofstrasse. Bro, und dann beim Laufen rührt der Brüder einfach 3 Kilo Scheiße aus dem Arsch raus. Aus dem Nichts zieht seine Hose wieder auf und läuft einfach weiter, als wäre nichts passiert. Und ich schaue so und meine Frau sagt so, ja, das ist ganz normal. Das gehört zum guten Ton. Ich so, wow, Mann, krass. shit, Das ist wild. krass. Ja, aber ich bin auch nie so USA-Fan gewesen. Ich auch nicht. So. Ich habe auch mal mitgegangen, aber Ja, es gibt 1000-mal schönere Orte. Also Japan ist sicher eines der 3 Top-Länder. Tansania ist halt schön. Südafrika ist auch geil. Südafrika ist schön wegen der Safari und so. Ist Ja. brutal. Und sonst, was wäre Top 3 noch? Keine Ahnung. Einfach Türkei, Mann. einfach hi. Einfach hi, Bro. Es ist anders halt, weißt du, gehst, Bro, du fühlst dich so mehr verbunden. Und ich sage jetzt nicht Türkei, Antalya, Hotelferien dort mit den Nein, Animateuren, sondern auch so die Orte, wo... Einheimischer Dorf, Bro. Ja, so Mardin und so, ist schön, ist brutal, ich schwöre. Diyarbakir dort, Urfa, Adana. Bro, ich muss dir mal etwas schicken. Essen, türkisches Essen. Ja, es geht schon. Also, Es ich geht has- schon, ich schicke dir Ich gar habe nichts. nie groß, Bro, ich habe nie groß essen, weißt du, so spezielle Küchen, weißt du, nicht, Ja. weißt du, wenn ich jetzt irgendwo im Dings, im Mustergrill oder so, weißt du, das ist ja nicht so das einheimische Essen. Mustigrill? Ja. Nein, das ist jetzt Weißt du, nicht aber, typisch. ja, weißt du, aber es ist check geil. so. Ja, fix. Aber ich will Essen schon hure heikel, Bro. Also Schon? alles, was scharf ist, lange ich gar nicht da. Also was ist scharf für dich? Schau, Bro, ich sag's Ich esse nicht mal Zwiebeln. weil es scharf ist. Ja, weil es einfach eine Schärfe hat, Bro. Ich esse das nicht. Wenn ich koche, Bro, ich koche nicht mit... Ich tue nicht einmal den Pfefferstreuer brauchen. Nicht einmal, Bro. Ich mein's ernst, Bro. Alles, was ab kein Pfeffer ist bei mir aus. Ich esse das nicht. Ab Cayennepfeffer. Cayennepfeffer ist schärfer als Pfeffer, Kollege. Ja, aber Also alles ab ab Pfeffer? dort. Nein, kein Pfeffer. Alles ab dort. Pfeffer tue ich schon. Je So, wenn nachdem. es das stört dich nicht, aber du willst So. nicht selber drin tun. Ja, so. genau. Bro, ich sag dir ehrlich, liegt das jetzt, meine Frau kommt von der Türkei, vom kurdischen Gebiet, vom Ort, wo am meisten sie scharf essen. Die sind bekannt dafür.
Bro, wenn ich einen Pfefferstreuer zu viel mache, ich kann das nicht essen. Das ist genau wie du. Und ich finde das recht mühsam, wenn ich am Kochen bin. Ich sag nicht, ich bin so der Scharfexperte. Ich esse alles voll scharf. Das nicht. Aber ab und zu geil. Zum Beispiel ein Kebab ohne scharf musst du mir nicht bringen, Bro. Es braucht schon ein bisschen Das- Pulver. Das rote Pulver, Ja, ne? das sind Chiliflocken. Das braucht es schon. Aber das ist krass, weil Afrikaner in der Regel sind sich ja auch gewohnt, scharf Ja, ja. essen. Oder? Mhm. Weil Also das es kommt scharf immer wieder dort. darauf an, von wo. Also, Pro Tansania, wo ich war, Piri-Piri haben sie dort so scharf. Nicht Piri-Piri bei den Italienern, ist glaube ich etwas anderes. Aber die haben so ein scharf dort gehabt. Und mein Bruder ist hure scharf. Wir sind ja als grosse Gruppe gegangen, so 11 Leute. Bro, mein Bruder hat drauf, er hat auch selber gesagt, also shit, was ist das für ein Next Level Bro, scharf? ich bin einmal mit meinem Dad, es hat so für früher so ein Ghana-Treffen gegeben, ich weiß gar nicht, ob das noch gibt. Ich weiß nicht, ob das in Horgen war. Ja, irgendwo dort, wo es gibt so eine riesen Stege, Bro. Mhm. Du hast das Gefühl, du bist wie in dieser Stege im Kino, Bro. Ich fühle so viel, wenn du da unten stehst. Ich war klein dort. So 10. Haben wir so Dings gegessen, so Poulet. Oh, ich habe einen Biss genommen. Mir hat den ganzen Tag die Fresse brennt. Seitdem, Bruder, seitdem ich so, nein, ich kann nicht. Ich so, wohl an mir biegen. Hat schon etwas Geiles. Stor, Bro. Ich kann schon gern. Ich verstehe, Bro, ich verstehe nicht, wieso man so scharf isst, Bro. Bro, Ich man sagt, das ist wie eine verstehe Sucht. Man sagt, Ich das ist wie eine Sucht. Ich verstehe nicht, wieso Leute sich freiwillig als so einen Hop-Cheat geben, Bruder. Ja, das Ich check ich auch verstehe nicht. nicht, wieso. Es gibt doch die schwarze Soße, Bro. Ja. Mit, weiß nicht wie viel Millionen Skurril oder wie das heißt, ja. Bro, ich verstehe nicht, wieso du das ins Essen rein tust. Ja, ja. Bro, ich glaube, ein paar Leute machen es auch so, um ein bisschen zu zeigen, wie scharf ich essen kann. Oder eher so Challenge. Man sagt auch, es macht süchtig. Also ich sage zum Beispiel, meine Eltern essen hure scharf. Mein Bruder, mein Vater nimmt einfach so kleine Chili und beißt so ab, während er Pasta isst. Bro, das habe ich einmal gemacht. Oh, Bruder, ich hätte mir gewünscht, ich wäre einfach an dem Tag daheim geblieben. Bro, nein. Nein, Bruder. Look, Bro, es kommen immer die gleichen Fragen. Ja, da auch. Ich habe, scheiß auf das. Ich habe mir Fragen aufgeschrieben. Oh. Es ist nicht weltbewegend, das ist jetzt nicht so Deep Talk Shit, aber es muss auch nicht immer Deep Talk sein. Bro, es sind entweder oder Fragen. Okay? Und ich gehe die jetzt durch mit dir. Entweder du darfst nie mehr WC-Papier brauchen oder du darfst nie mehr deine Hände waschen. Nie mehr WC-Papier oder nie mehr Hände waschen. Ja, Bruder, nie mehr WC-Papier kannst du eigentlich auch anders brauchen, dann stehst du in die Dusche, Bro. Ja, stehst du in die Dusche Ja, aber oder... nie mehr Hände waschen, Bruder, nein, man wäre Eben, gell? Ja, ja. Aber es gibt Länder, wo WC-Papier gar nicht Wo du braucht das wird. gar nicht hast, Bro, Ja, dann ja. nimmst du ein Blatt und tust so wie das Loch machen. Ja, ja, der Asi dort, wo zuerst so ein Stück abnimmt, den Nagel am Schluss. Ja, Bruder, nie mehr Hände waschen. Nein, das ist schon schlimm. Bro, das ist ja ekelhaft, das Grauens. Nein, ich bin auch dort. Ja, Also, nie mehr Früchte oder nie mehr Gemüse? nie mehr Früchte. Nie mehr Früchte? Ja. Okay, Weil ich esse nicht so viel Früchte im Alltag. okay. Ich sage dir jetzt etwas, das hasse ich selber, wenn Leute das sagen, aber ich mache das jetzt. Tomate ist auch eine Frucht, gell, das weißt du. Also theoretisch, wenn du jetzt sagst, nie mehr Früchte, dürftest du auch keine Tomatensauce essen. Sprich, deine Pizza müsstest du anders... Ich mache wie meine Tochter, ich esse Pizza Bianchi. Schon, das ist geil. Sie als Italienerin ist einfach Pizza Bianchi. Und ihr Essverhalten ist sehr schwierig. Vielleicht kommt so ein Vater Ja, auch sagen, ich weiß das ist schwierig. nicht. Aber hast du ein Lieblingsessen, wenn du sagst, du bist nicht so, du bist Essen, hure heikel, dies, das? Oh, Bro, wenn mich irgendjemand fragt, was kannst du gut kochen, Bro, ich sag das jedem. Jedem, und es gibt nicht viele, die von dem schon gegessen haben. Der Lachsauflauf, den ich mache. Ja, Ich mache so einen mit Lachsauflauf. Brokkoli und so. Brokkoli, Blumenkohl, Bro, überbacken. Und das ist Kannst du viel Lieblingsessen. machen, kannst mit Reis, kannst mit Ebli, kannst, Ja. Ebli habe ich so nie gemacht, aber Aber kannst theoretisch, es kommt auch gut. Oder eben einfach mit Nudeln, Reis, Bro, ist geil. Okay, das würde ich sagen, ist dein Lieblingsessen. Ja, Bro. Lachs mit Gemüse und irgendeine Beilage, wo du gerade Bock Ja. hast. Okay, stabil. Ja. Stabil. Also, nie mehr Fleisch, Fisch, alles. Oder nie mehr tierische Produkte. Das heißt, Ei, Milch, Rahm, Käse, Also vegan, Bro. Frischkäse,
Ja, aber Einfach vegan. nein, aber du dürftest natürlich den Tier schon essen. Entweder musst du alles, was vom Tier ist, Oder das Tier selber. oder das Tier selber. Auf was musst du verzichten? Das fragt mich auch ein paar Sachen, sonst wird mir langweilig. Aber die Antwort mir zuerst die Frage. Das ist schwierig, Bro. Das ist sehr schwierig, Bro. Aber ich weiß meine Antwort zu 1000%. Weil ich kann nicht, wenn ich ein Latte Macchiato trinke, könnte ich nicht mit Hafermilch trinken. Ja, oder Mandelmilch oder so. Obwohl ich bin jetzt umgestiegen, Mann. Wegen meiner Frau auf Mandelmilch. Es Es mir ist zu okay. glibberig, so irgendwie. Ich habe das Gefühl, Ja, es ich weiß, was du meinst, Bro. Ich weiß, was du meinst. Ich habe Aber das Gefühl, wir haben es im Heim auch für Ja. Kinder, die keine Milch dürfen trinken. Es ist einfach so Dings, du lernst rein, hast das Gefühl, du hast so eine Ölschicht oben drauf. ja. Oder- Ja, es gibt aber auch gute. Das ist keine Werbung, aber Alpro oder so. wie Ja, heißt. die haben wir auch. Die ist zum Ja. Beispiel nicht schlecht. Ich würde immer normale Milch bevorzugen, aber ich habe gedacht, komm jetzt. Hey, ich glaube nie mehr Fleisch. Nie mehr Fleisch und Ja, Fisch. Bro. Obwohl Lachs dein Lieblingsessen. Ja, Bro, aber Wild. weißt du, so Rührei ist geil, so ein Latte Bro. Macchiato, wenn du Bock hast. Bro, wir sind von der Schweiz. Käse. Bruder, ja, Nie mehr Käse ist Käse auch essen. geil, Bruder. Ich will habe gerade verrecken, letztes Mal Bro. einfach so ein Kilo Raclette-Käse mal auf Brot und nachher in den Ofen tun. So Käse nicht. Du musst einfach Was mache ich am next level. Amix tue ich Reibkäse auf Backblech drauf und dann tue ich es im Backofen. Und dann lasse ich es nur so hart werden, wie so ein Chip. Ja, ja. Und dann einfach so Schon essen. Next level, Bro. Nie mehr Wasser oder nie mehr süßes Getränk? Bro, der ist eben schon wild, Das verstehst du? ist asozial. Der ist schon asozial, Der Mann. ist asozial. Weil, Bro, ich sag dir so, wenn du voll Durst hast, so, du bist gerade vom Shooten gekommen oder sonst Wasser ist einfach das etwas, Geilste, Bro. und dann so eiskaltes Wasser, Bro, an das kommt nichts an. Aber wenn du mich fragst, hast du mehr Lust auf Süßgetränk oder, also auch zum Beispiel Eistee Zero, sag ich mal, ist auch für mich Süßgetränk. Ja. So. Safe. Bro, ich glaube, keiner wird mir das glauben, aber ich würde sagen, wirklich nie mehr Süßgetränk. Weil der Wasserdurst kann dir nicht stillen. Aber wenn ich jetzt voll Lust auf Eistee habe und dann trinke ich einen Liter Wasser mit Pfefferminzblättern drin, ein bisschen Melisse, ein bisschen Zitrone, kann ich das wie wettmachen, verstehst du? Aber du kannst das Wasser nicht rekonstruieren mit anderen Sachen. Ja. Du, was willst du sagen? Auch, Bro. Auch, gell? Weil ich trinke von süßes Getränk nur auswärts. Mhm. Also wenn ich irgendwo... Die Heime, ich habe nur Wasser eigentlich. Also Wasser mit. Beste Wasser mit Und beim Schal. Arbeiten trinke ich zu 90% eigentlich nur Wasser. Ja. Oder dann einen gesüßten Tee. Im Studio nur Cola. Ja, ein kubanischer Cola. Ich habe aber noch einen. Ja, ja, verreckt. Wolltest du lieber wissen, wann du stirbst oder wie? Steht das auch da drauf? Ja, irgendwo unten. Wenn ich stirb oder wie? Bro, das ist eben schon eine creepy Frage, Mann. Verstehst du? Weil jetzt sagen wir mal, ich will das ein bisschen ausweiten. Machen wir den Topf mal auf. Also, mach den Bro, wenn ich weiss, wie ich stirb. Wolltest du es beeinflussen? Nein. Sagen wir, ich stirb an einem Autounfall. Du fährst einfach nie mehr Auto. Steigst nicht Check, rein. jedes Mal, wenn du dann in einem Auto drin bist, Bro, hast du ja voll Paranoia, verstehst du? Ja, aber du kannst ja aber wenn du beim Autounfall stirbst, kannst du einfach auch überfahren werden. Das heisst nicht, du musst im Auto drin sein. Ja, aber ich werde bei einem Autounfall sterben. Das heisst, vielleicht bin ich im Auto, vielleicht bin ich außerhalb vom Auto. Ich werde so sterben mit dem Ja, Auto. was auch mit dem Auto zu tun. Ja, und vielleicht sterbe ich jetzt, sage ich mal, in 60 Jahren, oder? An einem Autounfall. Ja. Und dann muss ich 60 Jahre in Angst leben. So, checkst. Ja. Es ist beides creepy, aber ich glaube, ich würde sagen, wenn ich stirb. Nein, Bro. Was? Das ist krass. Bro, ist beides krass. Das ist krass. Okay, sagen wir wie, oder? Und dann sagt jemand, keine Ahnung, du wirst abgestochen. Oder du bist doch voll paranoid, du hast doch keine Lebensqualität mehr. Ich denke so, verstehst du? Jetzt sagen wir mit chillen und du denkst dir, ey, ist heute der Tag, sticht der Haken mich echt heute ab. Verstehst du? Du bist so wie, du lebst die ganze Zeit in einer Paranoia. Schon klar, es ist scheiße, wenn es steht, du stirbst in 3 Tagen. Aber dann weißt du, du kannst in 3 Tagen, bist du unbesiegbar, Bro. Du kannst Fallschirm springen, du kannst gegen den Mike Tyson schlägen. Aber weißt du, stell dir nachher vor, es ist der 3. Tag, du wartest einfach auf den Tod. Ja, Bro. Dann ist es so, fix. Ja, es ist beides ekelhaft, Bro. Ich hätte beides nicht gern. Boah. Ich hätte beides nicht gern. Ich will glaube wissen, wie. Wie? Ja.
Und dann heisst Flugzeugunfall. Und jedes Mal in die Ferien. Ich fliege am Sonntag jetzt. Ach schon? Ja, wir gehen alle zusammen. Also alle von der Bar. Ah. 3 Tage auf Wo? Mallorca. Mallorca. Ist schön im Fall. Ja, ich bin vor 2 Jahren mitgegangen. Ja. Also aber nicht Ballermann jetzt. Also wir sind vor 2 Jahren schon gegangen, Ballermann. Und? Bro, also alle sind am Mittwoch oder Dienstag zurückgeflogen. Ich und 2 Kollegen sind noch bis am Freitag geblieben. Ja. Bro, aber am 3. Tag ich habe keinen Alkohol mehr übertrieben. Bro. Ekelhaft. Also, Ekelhaft. was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wenn man an Mallorca denkt, denkt man gerade an Ballermann. Bro, wir sind nachher am 4. Tag sind wir auf Palma in der Stadt. Eben, ja. Mallorca ist hure schön, Voll Mann. schön. Es hat mega schöne Landschaft, mega schönes Wasser. Wir sind kurz mal am Ballermann vorbei, dort einfach mal, dass wir es auch gesehen Ja, haben. ja. Bro, Mann, das ist ja jenseits von Gut und Böse, Mann. Das ist ja Bierüberfluss des Alles Grauens, dort, Mann. Bruder. Alles siehst du. Ja, und so die Leute, das ist einfach nicht mein Vibe, die Leute, Bro. Ja, Meistens. so die asozialen Deutschen. Ja, von aber Deutschland. Aber es hat auch zum Teil chillige Leute. 100%, das glaube ich. So, wir haben auch einen, ein Kollege ist Eritreer. Und wir sind so dort gewesen. Nachher einer so, wo war es? Frankfurt oder Düsseldorf. Nachher, er hat sich gemeint, ich bin Eritreer. Ich so, nein, er ist Eritreer. Er so, nein, niemals. Und dann habe ich so 2 Eritreer im Megapark gehabt, Bro. Und sie haben es einfach dort gesagt, so, was, bist du Eritreer? Ich so, ja. So, die sind auch voll am Connect. Ich so, okay. Am Ballermann gefunden. Auch am Ballermann, ja. Ist lustig gewesen. Bro, Ja. würdest du lieber doppelt so stark sein, wie du jetzt bist, oder nie mehr zunehmen? Also, doppelt so stark an Kraft. An Kraft alles. Also blöd gesagt, wenn du jetzt keine Oder Ahnung, psychische Mann, Stärke. 3 Kinder könntest schlupfen, könntest du jetzt 6 lupfen. So, wenn du jetzt mir Hand gibst, drückst, könntest du doppelt so fest drücken. Alles, was du kannst, hast du eigentlich, hast du wie mal 2. Schlagkraft hast du mal 2. Ich würde sagen, nie mehr zunehmen. 100%. Weil ich mache weder Fitness, Auch wenn, Bro, scheiße. so, also was bringt mir die Kraft? Ja, genau, Weißt du, genau. Ich glaube so, dass ich nicht so eine Kraft brauche. Ja, genau. Und nie Die mehr Stärke muss ich zunehmen. sagen. Ah, Bruder, Das wär schon Bruder, geil, nie ey. mehr zunehmen wäre schon. Und einfach so kannst du genau sagen, nicht so einen Traumkörper hast, aber genau zu der Zeit, wo du am fittesten bist. Nein, aber du kannst sagen, look, sagen wir jetzt, du kannst wie reinlocken, Bro. Du sagst zum Beispiel einer sagt dir, hey Leroy, komm in 3 Monaten, in dieser Form, wo du bist, locke ich dich ein Und du bleibst. und du bleibst so dein Leben lang. Du kannst 3 Mal am Tag Fastfood Cool. essen. Bruder, ich würde am Morgen, keine Ahnung, go Bagel essen, Mittag Mac und am Abend so Smashburger, Bruder. Komplett. Schwöre. Also, das ist die Frage, liebe ich. Oh, jetzt kommt's. Willst du müssen aussuchen, jetzt konzentriere dich schnell, kein Arm mehr haben, Kein Arm? kein Arm Ja. oder kein Bein mehr haben? Bevor jetzt Leute sagen, oh mein Gott, Nein, wir können warte. über das wirklich, sind ruhig, Alter. Das ist eine Frage, die man einfach als so stellen. Wir tun nicht behinderte Leute damit Ich würde abwerten. sagen, kein Bein mehr. Kein Bein mehr? Ja. Weil, ich glaube, so Beinprothese. Nein, warte, das nicht, ohne Prothese. Bro, Ja, nein. du bist einfach in Rollstuhl. Eid. Ja, Okay. ja. Aber ja, dann vergiss kein Bein mehr. Okay, Weil allein das Gefühl von Umarmungen, Bruder, okay. oder irgendetwas können anlangen, Ja. oder ja, Tasten fühlen. keine Also Ahnung. fühlen kannst du ja mit deinem Gesicht blöd sagen. Ja, aber Bruder, das ist ja. Oder also, mit weißt den du, Füßen. Kannst du streichen. Nein, Dann okay. sagt so eine Frau, kannst du mich ein bisschen krallen? Fuß in den Mit Kopf. dem Fußspitz. Also warte, kein Bein mehr. Ja. Andere Frage. Wenn du nur ein Arm oder nur ein Bein müsstest abgeben, würdest du gleich antworten oder nicht? Oh, wenn es nur um eins geht. Nur eins. Du bist Rechtshänder, oder? Mhm. Du musst linke Bein oder linke Arm abgeben. Bro, ich muss gleich sagen, Bro. Gleich? Ja. Weil du bist mit beiden Händen, bist ja gleich noch selbstständiger. Also ja, zu einem gewissen Grad ja, zu einem gewissen Grad wieder nein. Okay, schau jetzt. Aber du kannst
keine Ahnung. Dann cruise ich ein bisschen mit dem Rollstuhl. Also es klingt jetzt verdammt herab. Nein, Bro, bitte, Aber- Mann. Kollege, du schaffst in einem Heim, hast geschafft, schaust für Kinder, die beeinträchtigt sind, wenn wir über so etwas Nein, reden. es sind nicht beeinträchtigte Kinder, Bro. Wo schaffst du denn? Im Kinderheim, wo die Behörden die Kinder weggenommen haben. So heim. Aha, ja, sind aber auch beeinträchtigt, psychisch, Bro. Ah, ja. Sagen wir so. Ja, so Ich meine, ich will beeinträchtigt nur sagen, du tust ja den Leuten etwas Gutes, du gibst ja der Gesellschaft etwas zurück. Nur wenn wir jetzt über das reden, heisst es ja nicht, dass wir sagen, ja, behindert sein ist ja voll easy. Ich hasse das. Heutzutage darf man nichts mehr sagen. Du sagst etwas, ich meine du nur- bist schwulenfeindlich, du sagst etwas, du bist gegen Behinderte. Verstehst du? Ich will nur das mit dem schnell klarstellen. Ja. Nicht so, Nein, alles- ihre Eier chillen, Mann. Und mal back to the 90s, Da gehen, geht was das angeht. crash, Nein, ich gehe crash, weil ich hasse das, Bro, Mann. Ich hasse das. Nein, nur weil ich jetzt gesagt habe, du weißt, ein bisschen im Rollstuhl rumcruisen. Ja, fix, ja, aber kannst du, ja, aber, Nein, aber ich kann würde nicht schon sein. sagen, okay, und ich ich würde gerne sage, meine Hände behalten, Bro. okay, und ich sage, Bro, look, wenn ich beides müsste abgeben, fix meine Beine. Wenn ich eins müsste abgeben, mein Arm. Bro, wenn ich nur eins Bein habe, ich bin auch angewiesen auf einen Rollstuhl. Checkst? Aber können laufen, blöd gesagt, selber aufs WC können gehen. Schon klar, mit einem Bein kannst du auch zum WC humpeln. Aber es ist anders, wie wenn wir jetzt abmachen, ich sage, Bro, komm ins Studio. Mit einem Bein ist es ein bisschen schwierig, Bro. Du musst mit Krücken und so kommen. Aber ich sage wie, wenn ich einen Arm nur hätte, ich könnte den kompensieren mit dem. Verstehst du? Ich müsste vielleicht Grifftechniken anders lernen, dies, das. Aber Arm würde ich fix einen Arm abgeben. 2 Sachen würde ich fix Bein abgeben. Vielleicht würde auch, wie du sagst, Tasten. Bro, selbstständig, man, ich könnte mir nicht mal selber den Arsch abwischen, verstehst du? Das ist schon wild. Das ist Darum. crazy. Aber eins Bein, nein, Bro. Das ist wie wenn du beide abgibst fast. Ja, okay, ja, kann sein, ja. Bleibst du deiner Meinung? Ja, Ja. ja, klar schon. Also, es ist, Ja, aber es ist nicht richtig oder falsch, Mann. Schön, dass wir gesund sind. Danke, dass wir gesund sind. Sagen wir es nochmal, bevor jemand von der Kamera durchdreht. Na, hinter der Kamera, besser gesagt. Hast du einen? Hast du einen? Freundin anrufen? Kannst du? Was? Kennst du den nicht? Hast du einen? Schweizer Freundin? Nein. Nein. Bro, der Typ, wo sie im Dings zeigen, Mann, wo sie aufnehmen, er ist voll betrunken, das ist schon ein altes Video. Und dann sagt er, hast du eine Freundin? Kennst du nicht? Egal, Mann, sag's dir noch. 4 Söhne oder 4 Töchter? 4 Söhne. Ja, wie du es aber auch kennst. Was sind das? Ja, wir sind 4 Söhne. Ja. Wir sind 4 Buben. Aber, schau jetzt, mein grosser Bruder hat eine Tochter. Ja. Und er sagt, hätte ich 100 Kinder, ich würde 100 Töchter wählen. Ja? Ja. Krass. Er sagt, die Bindung, Bro. Ich Ich muss check. dir nichts sagen, Bro. Du und er wissen das besser als ich. Aber, Bro, ich sag dir ehrlich, es hat ein bisschen auch mit meiner Angst zu tun, nach so lange im Gefängnis zu arbeiten. Klar kann man Buben auch etwas antun, aber Frauen haben, was das angeht, es schwieriger im Leben, verstehst du? Mhm. Und ich glaube, rein wegen dem würde ich's. Ich stelle mir wie vor, wenn mein Sohn 16 ist und dann sage ich gar nicht Ferien, hätte ich weniger Mühe damit, als meiner Tochter sagen, ja, easy. Jetzt, bevor wieder alle durchdrehen, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, klar. Aber Frauen sind häufiger Opfer von Sexualstraftaten und Gewaltstraftaten als Männer. Und nur das, weil mein Herz als Vater würde brüllen und nicht, weil Frauen dürfen weniger machen oder so. Das auf keinen Fall. Ja. Boah, was würde ich sagen? Ah, bei dir ist jetzt spannend, ja? Weil du hast vorher gesagt, du hättest gerne einen Bub und hast schon ein Mädchen. Es ist aber schon eine krasse Bindung mit einer Tochter. Gell? Also es ist einfach anders, Bro. Mhm. Es ist anders. Also ich sehe es bei meiner Nichte, Bro, und ich sage dir ehrlich, ich verreck für sie, Bro. So. Es ist für mich wie mein eigenes Kind. Jetzt, weißt du, umso älter die Leila wird, ist es halt wieder. Was ich krass finde, ist einfach, alle 2 Wochen, wo sie nachher bei mir ist, habe ich immer das Gefühl, sie hat so einen riesen Schub hinter sich. Ja. Und sie wird immer selbstständiger. Ah, Bruder, das Kind kuschelt genau dann, wenn es aufsteht. Es kommt immer von ihrem Bett, dann zu mir ins Bett, chillt noch eine Stunde, 1,5,
Genau dann kuschelt sie. Sonst will sie nicht einmal kuscheln. Ah, was? Und ich immer so, es ist immer weniger geworden. Und Ja. ich immer so, wow. Oder am Abend zum Einschlafen, ab und zu. Ja. Aber vermisst Jetzt, es. jetzt schlaft sie alleine nie, weil ich ihr jetzt ein Hochbett montiert habe. Jetzt findet sie es cool. Ja, sicher, Bro. Jetzt ist dann so die coole Szene. Dort. Aber ja. Ich glaube, ich würde schon auch sagen, wenn ich jetzt müsste wählen, schon Was? 4 Mädchen. 4 Mädchen? Ja. Also, hast du noch eine, oder? Ich habe noch nicht weitergeschaut. Okay. Also. Ich stelle immer so Fragen, die Leute denken sicher, ich habe voll etwas gegen Leute mit Einschränkungen. Aber wärst du lieber blind oder nein, nicht lieber? Wenn du auf einen Sinn müsstest verzichten. Auf einen Sinn? Ja, aber so rank mir deinen Sinn, auf was du am wenigsten willst verzichten. Checkst, also wir reden nicht von Gleichgewichtssinn und so, das ist Nein, so Sehsinn, Sehen, Auditiv und so Zeug. sehen, Hören, schmecken, also schmecken, Nase. Nase, Ich tue Taste-Sinn jetzt auch mal rein. ja. Hören. Mach mal die. Bro, ich glaube, zuoberst oben, sage ich, ist hören, Bro. Hören? Ja, Okay, also du wärst lieber blind als taub. ja. Will? Bruder, keine Ahnung, so irgendwie, ich könnte nicht ohne Musik leben zum Beispiel. Ja. Also ich finde das sehr etwas wichtig, weil das kann mich sehr auch beruhigen, Mhm. die Situationen. Keine Ahnung, weil wenn ich jetzt ja taub wäre, dann könnte ich ja mit keinem kommunizieren, wo nicht Gebärdensprache haben. Checkst? Das heisst, ich kann nur mit denen kommunizieren, die Gebärdensprache haben. Ja, ja, oder sie schreibt es halt auf. Ja, Ja. so. Ja, voll. Aber sag mal, du kannst reden. Du hast die Du bist einfach, Fähigkeit zum du Reden. bist einfach taub. Du hörst nicht einfach taub, nicht, dumm. genau. Also entweder heisst, du musst Lippen lesen, du musst Gebärdensprache, sie müssen dir schreiben. Ja, gleich, Bro. Ich würde schon sagen, dass Hören ist etwas. Hören ist Max, so, okay. Ja. Ich tue einfach ein bisschen Salz streuen in die Wunde und du sagst mir, ob deine Antwort genau gleich ist. Ja. Du wirst nicht sehen, wie deine Tochter als Erwachsene aussieht. Du wirst das wirst du auch nicht sehen. Klar, du kannst mir jetzt sagen, easy, Bro, ich will ihre Stimme hören. Ja, fairer Punkt. Aber ich finde so, keine Ahnung, sehen, Bro. Ja, aber wenn du jetzt so machst, dann. Meine Tochter kann nicht schreiben. Sie kann nicht Lippen, also ich kann nicht an ihrer Lippen lesen, weil sie einfach nicht so, wie ein Kind ist. Ja, ja, Also, sicher. weißt du, ihre Mimik ist ja nicht so ausprägt wie bei uns. 100%. So, aber ich höre sie dafür. Ja, So, checkst. ja, voll. Nein, ich Und sie verstehe. können ja auch nicht mit mir kommunizieren. Also, Gebärdensprache haben sie ja nicht. Ja, außer du fängst an Lippen lesen, aber bei Kindern ist es noch Ja. schwierig, wenn die Ja. 50% falsch aussprechen. Ja, aber wenn sie in einem Zimmer ist, Bro, dann höre ich nicht, wenn sie sagt Papi. Ja, Sie ja, ist nicht oder wenn so, sie sie ist runtergeht. jetzt aufständig und weiss, okay, ich muss jetzt. Ja, aber check. sie geht runter und es kommt Ja. Dings, ja. Ja, ich finde einfach, für mich ist so gesehen, keine Ahnung, Bro, wenn ich meine Mutter gesehen ist so, oder wenn ich jetzt eben auf Afrika gehe und dann mache ich Safari zum Ja, Beispiel. ja, wenn du das so siehst, ja. Ja, ja, aber eben, es ist, Aber ich glaube, es ist immer so eben, was will man sehen? Oder was hat man schon gesehen? Bro, es ist nicht richtig oder falsch, weißt du, das Ja. will ich sagen, das ist klar, es ist nicht Safe. richtig oder falsch. Aber du würdest sagen, okay, Ja. Aber der Gehörsinn ist sehr Gehörsinn, top. dann würdest du sagen, sehen, Ja, dann würdest du sagen, schmecken oder tasten. 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 Findest du nicht auch, zum Beispiel ich merke mega, wenn man sagt ja, man kann jemanden nicht schmecken. So, man sagt, Ja, ich ja, kann ihn ja, nicht schmecken. Und ja. das hat ja auch ein Ding, weil es hat wirklich ein paar Gerüche, die du nicht schmecken Ja. kannst. Und es ist nicht, die Person schmeckt nach Schweiß, du hast einfach den Körpergeruch nicht gern. Ja, Ich kann oder dir auch zum Beispiel gewisse sagen, wie meine Parten, wo Nichte du- schmeckt. Ja. Wenn ich etwas schmecke, sage ich, okay, das hat meine Nichte angehabt, das hat meine Frau angehabt, Ja, das hat aber mein das ist Bruder ja- angehabt. Es gibt ja so einen Trick, Bruder, als Fabio, wo du lernst, wenn du nicht weißt, wenn der Pulli ist, schmeckst du es und du weißt von vorher, welchem Kind Ah, das okay, gell, ja. ist. Ja, ja. Also würdest du aber trotzdem auf Taste Taste, ist vor Wichtiger, ja, als Ding. schmecken, ja. Okay, und dann Weil es hat schmecken. schon ein paar Mal gegeben, und ich meinte, so, das schmeckt total komisch. Dann habe ich Ja. es probiert, das ist voll geil. Okay. Und So. was willst du jetzt fühlen rein tun in das Ranking? Und du hast vorher gesagt, du willst nicht auf deine Arme verzichten wegen dem Anlangen, Spüren. Also wenn es auch um mal das Ranking geht, wo ja sonst, keine Ahnung.
Wenn alles andere gleich funktioniert, würde ich es maximal so in die Mitte tun. Okay. Okay. Mhm. Okay. Fair. Was habe ich da eigentlich? Ah, okay. Gut. Also, ich stelle dir noch eine Frage. Nie mehr müde sein oder nie mehr hungrig sein? Bro, es klingt jetzt hure makaber, was ich jetzt sage, aber ich Egal. finde beides Gefühl hure geil. Beide Gefühle, Ja, ja, sicher. wenn ist du gut. so müde bist und du kannst so ins Bett liegen, Das ist es aber. Du kannst ins Bett liegen. wenn du Hunger hast und nachher kochst, Kannst ja, Bro, next level. ich glaube, es gibt kein geiles Gefühl als frisch duschst in ein frisch bedecktes Bett. Ja, man, sicher. Und Fenster Und du bist noch eine dann halbe Stunde so, davor offen. ja, dann bist du müde und du kustest dich rein und du bist einfach Ja, wie auf Wolke 7. Ja. Ich schwöre, das ist 100%. ein geiles Gefühl als verliebt. Ich sag dir ehrlich, für mich. Ohne Witz, Bruder. Das ist, ich rank das als eines der schönsten Gefühle, was es gibt. Okay, okay. Bro, ich sage auch etwas Makabres, aber Leute sagen, ja, Sex ist das schönste Gefühl und so. Bro, wenn du voll musst schießen und du kannst endlich releasen. Das ist viel geiler als Bangen, Bro, man. Oder pissen. Du musst so voll, du hältst es nicht mehr aus und dann steht endlich ein WC dort und du kannst einfach loslassen. Bruder, ja. Das ist viel geiler als Sex, kann man keiner etwas anderes erzählen. Du hast keine Ahnung von Sex, in dem Fall. Ja, ist gut, kann ich nicht. Ich habe einen Kollegen, wenn ich mit dem eins trinken und der geht alle 10 Minuten pissen. Trinkt ihr Bier? Ja. Ja. Aber nicht viel, Bro. Ja, Bro. Der hat ein Ich hätte Bier, so halb blasen. Stunde. Aber immer wenn ich an der Match bin, ich schwöre, dann trinke ich auch nur Bier. Ja, dann machst du trinkst auch. Bier dann amix wirklich ums Verrecken nicht vor der ersten Halbzeit. Wenn du einmal anfängst, Ja, ist fertig. Büchse der Pandora ist offen, Bro. Over, Bruder. Du bist am Arsch. Ja, das ist fertig. Bro, du gehst alle 10 Minuten aufs WC. Bruder, amix habe ich so das Gefühl, das ist schon der schlimmste Kampf, den ich jemals kann in meinem Leben. Wenn ich dort muss gehen, wenn du von ganz unten im Stadion auflaufen musst. Ja, vergiss es, Bro. Wow, Du musst schon wie 3 Bruder. Minuten vorher Und loslaufen. dann sonst alle läuft 10 nicht. Minuten, Bruder. Nachher gehst du runter, trinkst 3-4 Schlückst und du merkst schon wieder, die Blase ist. Es ist wieder am Das ist Eskalieren. krass. Aber zurück zu deiner Frage, entweder müde oder keinen Hunger haben. Oder ich stelle dir eine andere Frage. Du müsstest nie mehr schlafen oder du müsstest nie mehr essen? Bro, dann nie. Also, aber du bist gesund und alles. Ja, du hast einfach... Dann will dein ich Körper sagen, braucht's nicht. nie mehr schlafen, Bro. Okay. Weil Essen ist schon... Bro, Essen ist auch etwas Schönes, Bro. Essen ist Genuss, Bro. Weißt du, Essen wenn ist schön. in der Gesellschaft kannst du essen, Bro. Plus auch, was man sagen muss, wenn du die Antwort nimmst, du hast einfach 8 bis 10 Stunden mehr Zeit. Also du hast eigentlich wie, wenn du jetzt bis 100 leben würdest, Das ist einfach... wirst du bis 200 leben. Ja. Weißt du, wie ich meine? Weil du musst den halben Tag nicht pennen. Halben Tag ist schon ein bisschen übertrieben, aber Ja, also die du hast sicher ein 8 Drittel Stunden. mehr von deinem Leben. So, du könntest all deine Arbeit in der Nacht machen, wenn alle Viel mehr pennen Zeit, Bro. und den Tag einfach dann genießen. Das ist viel mehr Zeit. Boah, das ist schon wild. Gell? Was haben wir da noch? Mach noch eine Frage, nachher muss ich mit dir Exkursion machen zum Also. Abschluss. Hässlich oder übel intelligent? Also pothässlich und Optisch. überintelligent oder Nein, was lieber? Ja, hässlich und intelligent. Oder was steht da? Oder dumm und schön. also wir reden von pothässlich so. Ich kann dich nicht mal anschauen. Wenn ich mit dir rede, rede ich so. Bro, einfach keine Ahnung, was ist. Die können es ja Kommentare schreiben, aber was ist für einen Mensch hässlich, Bro? Und jetzt nicht ein Beispiel an Menschen. Ich will nicht, dass jetzt ein Mensch irgendwie so ein Beispiel nehmen Ja, von einer Person, weil das finde ich auch sozial. Aber es gibt doch so, keine Ahnung, voll die Pickel. Also gerade abgesehen vom Unfleckten ist ja logisch, Bro. Ja. Das ist ja logisch. Aber halt, egal wie hässlich, ich sag dir, Bro, es ist schwierig, aber ich sag lieber intelligent, als wenn du so strohdumm bist, Bro. Wenn du strohdumm bist, ist eben schon hart, Bro, man. Weißt, Ja. man sagt aber auch, Dumme haben es einfacher, weil die denken nicht so viel nach. Oder? Für die ist das Leben einfacher, etwas passiert, die haben das vergessen, die juckt das gar nicht. Du lebst sicher. Aber
Bro, schwierig, Mann. Ich schwöre, auch unsere Gesellschaft ist eben so voll. Ja, aber schau, ich Schwierig. sage jetzt mal so. Wenn es jetzt so zum Thema, du findest keinen Partner. Wenn du sehr intelligent bist, dann hast du einen sehr guten Job. Dann kannst du Cash machen. Dann findest du gleich. Und dann findest du gleich ein 10 von 10. Ja, aber Aber dann ist ja... Und sie man, liebt dich dann nicht wegen. ja, aber das ist etwas glaub mir, anderes, du Bro. siehst es ja denen. Das ist denen doch schon scheißegal, Mann. Ja, aber wenn du super intelligent bist, dann ist dir das nicht egal, Bro. Dann wird, weil jedes Wesen sucht nach Liebe, Anerkennung, Ja, Zugehörigkeit. du kannst ja sagen, Bro, das bekommt ihr. Ob das echt ist oder nicht, das ist egal. Ja, Sie ist bekommen auch das recht, ja. ja. Also ich würde intelligent nehmen, Bro, ich sag dir ehrlich. Ja, oh, safe. Das 100%. Safe. Du? Auch. Ja. Ja. Also, Bro, ich merke, wenn ich mit Menschen rede, und ich merke, die sind einfach menschlich dumm. Ja, Bro. Oh, Bruder, ich würde am liebsten. Bro, letztes Mal. Erzähl. Ich in einer Bar, also in einer Bar bei uns, ich laufe so an zu meinem Kollegen am Tisch. Und ich habe schon gesehen, dass hinter dort jemand sitzt, den ich kenne. Und ich habe gedacht so, Bro, nein, bitte nicht. Nachher irgendwann, als meine Eltern haben, ich so, Leroy. Und ich so, oh mein Gott. Ich so, nein. Und die hat einfach angefangen zu reden. Ich habe sie kennt vom Arbeiten, also ehemaligen Geschäft. Und ich so, und die hat einfach nicht gecheckt, Bro, ich wollte nicht mit ihr reden. Ja. Also, und die hat, Würdest du das nach dem Podcast Bro, man sie es gesehen hat, Bro, dann, I'm sorry. Aber Bro, die hat Sachen erzählt, und ich mir einfach gedacht, so, egal welcher Satz du rauslässt, du bist einfach nur dumm. Mhm. So. Und die hat nicht gecheckt, dass keiner will mit ihr reden. Ja. Und sie ist am anderen Tisch, gewesen, dann kommt eine Kollegin, wo man Hoi sagen, sie hat einem Kollegen Hoi und sitzt am Tisch. Und sie sagt ihr einfach Hoi. Nachher sie so, Hoi? Und sie so, ja weißt du, wenn man sagt Hoi, wenn man am Tisch kommt. Ich so, oh du Dumme, du sitzt ja da, von wo sie wissen, dass du mich kennst? Man, bist du dumm? Ich so, oh. Ah, Bro, Mann. Ich finde das Bro. echt schlimm, wenn Leute das Gespür nicht haben, wenn sie nicht willkommen sind. Ich habe das So, extrem also viel nicht, gespürt. also mir ist ja egal, wenn sie da gewesen wären. Sag, hoi, ja, wie geht's? Ja, aber wenn du so redest wenn und du dich nachher aufbringst, so. einfach so erzählst, ja, weißt ich rasiere alle, wenn ich merke, ich so, oh. Was, ich rasiere alle? Ja, sie so, ja, weißt du, wenn ich merke, die Leute spielen mit mir, ich rasiere sie einfach alle. Ich so, Okay. Bro, ich so, hast du gerade einen Schub, oder? Ich schwör's dir, Bruder. Hast du deine Tabletten nicht genommen? Hast du einen Schub? Ich so, Das ist Bruder. geil jetzt, wenn jemand mich aufbringt. Ein Früher hast du einen Schub. Schub gehabt. Ich so, Bro, Alter, du bist ja, also weißt du, so, nicht gegen psychische Krankheit, ohne Witz. Aber Bro, das ist bei doch ihr krass, habe was wir immer sagen müssen. Nee, das ist aber doch schon krass. bei ihr habe ich wirklich gedacht, ich glaube, den Psychiater hat zu lange Ferien. Bro. Ja, Ich habe nicht gecheckt, was sie dort gemacht hat. Chalas, Bro. Dann bestellt sie noch Amaretto Sour, gell? Dann hat sie einfach geil. gemeint, das ist ein Shot. Amaretto Sour ist ja ein Drink. Ja. Schaut sie die Karte, bestellt noch Amaretto Sour, aber meint, das ist ein Shot. Bro, ich hoffe, sie sieht die Folge nicht. Ich schwöre, das wäre recht unangenehm, wenn du sie nochmal siehst. Also, Bro, Das war mein Zwillingsbruder. es gibt einen psychologischen Test. Und vielleicht Oh, kennst du den und vielleicht jetzt. nicht. Und man nennt das ein Waldspaziergang. Mhm. Okay? Es ist nicht, den Test darfst du nicht anwenden so in der Schule, aber verstehst du? Man macht es trotzdem. Wieso habe ich ihm das Gefühl, ich bin jetzt da untergegangen? Nein, gar nicht, Bro, Okay, gar let's go. nicht. Wirklich nicht. Ich habe es gestern gemacht, ich bin zufällig darauf gestoßen. Ich habe gedacht, ey, wieso nicht? Also, ich brauche jetzt von dir eine Menge Fantasie, okay? Also, Jeder, der das checkt hat, ist einfach ein schwör, Nein, Mann. Bro. Stell dir vor, du gehst durch einen Wald. Okay? Illustrier das mal in deinem Kopf, Ja. okay? Mit wem bist du dort? Muss ich jetzt Ja. aufzählen? Du musst es aufzählen, aber du kannst es auch aufschreiben. Komm, schreib's auf und dann... Kann ich random Leute nehmen? Bro, ja, du musst seine Vorstellungskraft musst du spielen. Jetzt sagen wir, du bist in einem Wald drinnen. Also Wer ist neben am dir? Lauf oder einfach, ich bin jetzt einfach in einem Wald? Du bist jetzt in Wald. Bam, bist in einem Wald. Wow. Du schaust um dich und jemand ist mit dir. Wer ist Eine in dem- Person? Eine Person. Ist gerade mit dir.
Bro, versuch nicht irgendwie das so darzustellen, wie soll ich sagen jetzt, boah, es wäre glaub geil mit dem, im Wald mit Tupac sein und so. Nein, Nicht also das ich Style. habe als eine Person geschrieben. Okay, gut. Und jetzt stell dir vor, du laufst mit dieser Person, okay? Du laufst mit dieser Person im Wald. Plötzlich siehst du das Tier. Ja. Im Gebüsch gibt es Geräusch, bam bam, ihr beide schaut und ihr seht das Tier. Welches Tier ist dort? Muss ich jetzt aufschreiben? Ja. Wenn es dir hilft, kannst du auch deine Augen zumachen, um wie mehr reingehen. Oh, Scheiße, du schreibst mit links, man, Scheiße. Du kannst schon, Ich habe kannst schon entziffern. Also, ist gut. Ja. Hast du im Ding. Okay. Was macht das Tier, wenn du auf ihn triffst oder auf das Tier? Was macht das Tier? Also, muss man sich jetzt logisch denken oder Nein, meine nein. Fantasie spielen? Nein, du musst deine Fantasie spielen lassen. Du schreibst es wie ein Film, Bro. Du bist eine Person, du laufst, dann siehst du ein Tier und dann, was macht das Tier? Was ist deine Interaktion mit dem Tier? Ihr Meine könnt alle mitmachen übrigens. Schreibt meine euch Sachen. Interaktion mit dem Tier, Bro. Ja. Das Tier, Bro, Interaktion kann auch heißen, ich renne weg, ich tue es streicheln. Je nachdem, weißt du, was macht das Tier gerade? Ja. Greift sich an, was macht das Tier so? Okay. Okay. Dann gehst du weiter, die Situation hat sich beruhigt. Dann siehst du im Wald ein Haus. Wie groß ist das Haus? Hat es einen Zaun, hat es keinen Zaun? Wie sieht das Haus aus für dich? Ihr auch mitschreiben? Ich release nachher. Oh shit, ich habe das Wort falsch geschrieben. Egal, Bro. Shit, beruhigt dich. Bro. Pollenallergie, Mann. Shit, das ist Im ein Schub, Oktober. Bruder. Das ist ein Schub. Das ist ein Schub, Bruder. Mann. Ja. Okay. Dann gehst du dort an zum Haus. Mhm. Und dann bemerkst du, die Tür ist offen. Mhm. Du gehst rein und siehst einen Tisch. Mhm. Beschreib den Tisch, was liegt auf dem Tisch. Es kann nicht, was liegt auf dem Tisch. Yes. Okay. Du bist gerade dran, das Haus zu verlassen, durch die Hintertür. Und dann findest du einen Becher, der dort steht. Aus welchem Material ist der Becher? Und was machst du mit dem Becher? Einfach Fantasie, Bro. Erste, wo dir in den Sinn kommt. Du musst nicht wild überlegen. Okay. Geht's noch? Ja. Am Ende von dem Grundstück ist ein Gewässer. Mhm. Was für ein Gewässer ist es? Ist es ein See? Ist es ein Teich? Ist es ein Fluss? Ist es ein Meer? Ist es eine Pfütze? Egal, einfach ein Gewässer muss es sein. Okay. Du musst jetzt das Wasser überqueren. Das ist die letzte Frage. Du musst das Wasser überqueren, damit du heimkommen kannst. Wie nass wirst du dabei, wenn du das überquerst? Okay. Gib mal. Ich release es nicht, ich lese es auch für mich. Okay. Also. Okay. Also. Antwort. Die Person, mit der du spazieren gegangen bist, ist aktuell die wichtigste Person in deinem Leben. Die Größe des Tieres, dem du begegnest, ist eine Darstellung der Größe deiner Probleme. Oh Gott sei Dank, man, ich kein Giraffe aufgeschrieben. Wenn die Aktion des Tieres aggressiv war, bedeutet das, dass du dazu neigst, aggressiv zu sein. Wenn es friedlich war, dann agierst du eher auch friedlich. Was hast du geschrieben? Ja, Weglaufen, aber Ja. ist einfach ein logisch. Also, Ja, ja. ja. Die Größe des Hauses ist repräsentativ
für die Größe deines Ehrgeizes. Wenn das Haus nicht umzäunt war, bedeutet das, dass du ein eher offener Mensch bist. Wenn das, was auf dem Tisch stand, nicht Essen, Menschen, Blumen waren, deutet das auf Unzufriedenheit hin. Die Haltbarkeit des Bechers ist repräsentativ dafür, wie stark deine Beziehung zu der Person aus dem ersten Teil der Geschichte ist. Was nochmal? Was ist? Die Haltbarkeit des Bechers Ja. ist repräsentativ dafür, wie stark deine Beziehung zu der Person aus dem ersten Teil der Geschichte ist. Was du damit tust, ist repräsentativ für deine Einstellung zu deinem Partner, nicht zu deiner Person, die du gewählt hast. Die Größe des Gewässers steht im Zusammenhang mit der Größe deiner intimen Sehnsüchte. Basta. Was sagst du dazu? Zeig nochmal. Was sagst du dazu? Ist eher die Frage. Schau jetzt. Also, erst die Person, würde ich schon sagen, die gehört sich zum Wichtigsten. Weil, weißt du, es ist auch aktuell. Vielleicht gibt Eben, die ja, ja. Person dir etwas, wo du jetzt im Leben brauchst. Ja, So, check, nein, also okay. ich würde schon sagen, dass die Person aktuell zu der wichtigsten Instanz gehört, die ich im Umfeld habe. Mhm. Weil ich einfach viel mehr mit dieser Person momentan auch bin und sehr viel auch Gespräche, also kann Dir auch viel Gespräche geholfen, führen, gell, in viel letzter geholfen Zeit. hat, viel für mich da war. Also locked in, kann man sagen. So, ja. Okay. Als Tier, deine Größe von Problemen ist etwa so groß wie der Tisch. Zu was es sonst noch gibt, gell? Es gibt auch einen Also, Blauwal, Bruder. Es gibt auch eine Raupe. also ich kann es sagen, es ist wie Wildschwein. Das ist ein Wildschwein. Es ist nicht, also klar, ja, würde ich schon sagen. Okay. Oder was Eben. ist es Wildschwein? Kann schon etwas so groß Bro, es wird je nachdem, ob es afrikanisch ist oder nicht, Ja, ja. Bro. Aber Wildschwein ist plus minus so und vielleicht so hoch, Bro. Ja, 100, ja. So, okay. Weglaufen ist, wie du mit deinen Problemen umgehst. Kommt schon, je nachdem. Je nachdem, So. kommt auch vor. Ist auch schon vorgekommen, jetzt ist es vielleicht ein bisschen weniger. Genau. Weil ich habe, wie ich Anfang gesagt habe, ich bin angekommen in meinem Leben. Ja. Das ist hier noch. Wie eine kleine Scheune, hast du gesagt. Ja, Es ist verlassen, es ist leer. ja. Genau. Was haben wir gesagt, was die Größe vom Haus ist? Eben, wenn es nicht umzäunt ist, ist das eher, dass du ein offener Mensch Ja. bist. Ist auch so, kann man sagen. Wenn das auf dem Tisch nicht Essen, Menschen oder Blumen werden, deutet das auf Unzufriedenheit hin. Du hast nichts auf dem Ja. Tisch gesagt. Ja. Der Becher ist aus Plastik, also das heißt eigentlich unendlich. Plastik geht ja nicht kaputt, Ja. ist ja keine Pappe oder sonst Ja. etwas. Die Haltbarkeit ist repräsentiert für die Beziehung der Person, die erste Person, die du genannt hast. Und ein kleiner Teich ist mit deiner Sehnsucht, also repräsentativ steht für deine Sehnsucht. Und wenn du eigentlich sagst, dass du zufrieden bist mit dem Leben, heißt das ja auch, dass du weniger Sehnsucht Ja. solltest haben. Also ist der Test eigentlich, sagt das schon ein bisschen etwas aus. Man kann jetzt nicht, darum, Bro, es Das ist ist so, crazy eigentlich. ja, es ist ein Test, der jetzt nicht zum Beispiel in der Schulpsychologie anerkannt ist, aber Ja. man macht das oft einfach so so therapeutisch, Ja. so eine kleine Wanderung machen. Boah, jetzt kann ich wieder heim reflektieren. Bro. Geil. Ich hoffe, bei euch ist auch etwas rausgekommen, mit dem ihr etwas anfangen könnt. Habibi, Schick mir den mal. Schick ihn. Boah, heute, jeder, den ich gesehen Bro, wenn ihr das im komm, ein Nachhinein, Wanderspaziergang. wenn ihr das gesehen im Nachhinein, dann wisst ihr, wieso ich heute jeden therapiert habe. Ich sage euch, jeder nimmt mich auseinander. Willst du noch irgendetwas sagen, Brosi? Ey, Bro, das ist ein sehr schönes Studio. Bro. Ja, Es ist ist noch nicht fertig, aber ich habe gedacht, die erste Folge. Vibe, Bro. muss Ah, bin ich das der erste in neue Studio? Mhm. Geil. Das Fix, fühle ich mich geil. Welche Folge ist das jetzt eigentlich? Wie viel? 67. 67. Also 67, wo veröffentlicht wurde, ist. Aufgenommen ist es etwa die 80., 90., aber keiner, wo ich noch Oh, liegt. wir haben auch mal eine aufgenommen, aber ohne Video. Ja, Bei dir auf dem aber bei die dir haben wir oben. gepostet. Ist die nachher gleich rausgekommen? Aber Ja, nur die ein haben Ding. gepostet. Ja. Einfach ohne Dings. Ja, weil die Kamera ja gesponnen hat. Oh, Oder die ist Licht. letztes Jahr gewesen, glaube ich. Das Ah, letztes im Jahr. so September, glaube ich. Das ist auch irgendetwas, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Folge war. Es ist viel auch über Beziehungen gegangen. Ja, voll. Ah, zu dem Zeitpunkt haben wir ja beide, also du bist ja immer noch in der Beziehung. Ich habe ja dort
Eine K. Voll. Voll. Ey, schau, jetzt bevor wir da aufhören, ich habe auch wieder etwas Spannendes gelesen. Ich glaube, ich will das jetzt schnell leaken. Willst du liegen? Menschen, die viel Zeit im Internet oder am Handy verbringen, sind meistens deprimiert oder sehr einsam. Was haltest du von dem? Warte, ich wollte es noch. Hä? Ich wollte es 100%. nicht. Meinst du? 100%, ja, ja. Wenn ich Depressivität habe, bin ich mehr am Handy. Dann will ich Aber nicht ich mit... würde schon, Bro, ich würde schon sagen, ich bin viel am Handy, Bro. Ja, aber das ist eigentlich nicht so gut, finde ich. Also ich bin allergisch, so, wenn ich so zu viel mit Leuten bin und alles am Handy, Bro, ich stehe auf, ich gehe nicht. Ja, nein, also ich rede, wenn ich allein bin. Ja. Dann bin ich schon viel am Handy. Wenn ich alles gemacht habe, Bro, wenn ich nichts mehr muss machen muss, ja. dann chill ich schon. Bro, dann bin ich viel. Ich sage eben, man TikTok muss sich ein bisschen anders beschäftigen, finde ich. So eben zum Beispiel Musik machen, malen, so Sachen geben dir viel mehr. Handy ist einfach nur Time-Wasting, Bro. Handy ist einfach Zeit totstellen. Wie oft hast du jetzt irgendwie Videos gesehen und dann hast du gedacht, boah, zum Glück habe ich das wie angeschaut, vor 6 Stunden, wo du am Handy warst. Ich würde über das Thema mega gerne in der nächsten Folge reden. Ich finde, wir müssen viel mehr Folgen zusammen machen. Ja, ich bin jung. Also jetzt habe ich mehr Zeit am Morgen. Eben, ja, perfekt. Ja, fix. Also, neuer Treffpunkt morgen. Neuer Treffpunkt. Morgen schaffe ich. Ich kann einfach so sagen, Bro. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heisst, lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Danke fürs Einschalten. Jetzt seht mir gute Besserung deinem Handgelenk und deinem Husten. Danke, Komm nächstes Mal Brisa. ohne Husten wieder.